Thema von heute Morgen, wir haben es schon gehört, Jesus und der Tod. Es ist das Einzige vermutlich, das wir in der heutigen Zeit nicht irgendwo in den Griff bekommen haben, trotz bester Medizin, trotz Wissenschaft, trotz bester Ernährung. Keiner entflieht ihm. Jeder wird ihm begegnen, dem Tod. Und jeder Mensch von uns kennt auch Momente, wo er Angst hatte, vielleicht nicht unbedingt Angst vor dem Tod, aber Ängste, vielleicht manchmal Todesängste oder Befürchtungen im Leben, wo wir merkten, wir haben das Leben nicht im Griff. Und in diese Situationen hinein spricht Gottes Wort, auch am heutigen Morgen aus dem Korintherbrief. Und Paulus sagt, ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde, dass Christus für unsere Sünden starb. Erstens, das hat er getan, wie es in der Schrift steht. Zweitens, er wurde begraben und drittens, er ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Und dann sagt er weiter im gleichen Kapitel, beim Klang der Posaunen werden die Toten mit einem unvergänglichen Körper auferstehen. Das sind die, die bereits begraben wurden. Und wir Lebenden werden verwandelt werden, sodass wir nie mehr sterben. Und dann sagt er am Schluss des Kapitels, wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Wollen wir noch mal kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Triumph, für diesen Sieg, von dem wir heute Morgen hören dürfen, dass du den Tod überwunden hast. Und dass alle Ängste, alle Sorgen, alle Nöte wegen diesem Wort, deine Überwindung des Todes und der Auferstehung auch in unserem Leben ihre große Bedeutung verlieren. Und wir in einen tiefen, tiefen Glauben hineinfinden dürfen, in eine Sicherheit, Jesus ist Sieger und wegen ihm haben auch wir den Sieg über die Sünde und über den Tod. Ich bete, Vater, stärke du uns, stärke deine Gemeinde, deine Kirche am heutigen Tag durch dein Wort und für das, wozu uns du berufen hast. Amen. Ich glaube, dass dieser Text in unserer heutigen Zeit, wo wir leben, wo wir in einer großen auch Bedrohung leben weltweit, eine ganz neue Relevanz und Bedeutung gewinnt. Für die größte Bedrohung der Menschheit, dem Tod, hat Gott eine Lösung. Und das ist die Auferstehung. Jesus ist Sieger, das ist die Botschaft der Christen seit 2000 Jahren. Jesus hat den Tod überwunden. Und seine Auferstehung garantiert auch deine Auferstehung. Das ist eine Garantie. Und zwar nicht nur 2 Jahre oder 5 Jahre. Wie auf einem Produkt, sondern für die Ewigkeit. Was für eine Hoffnung. Und ich möchte diese Botschaft heute nehmen und ganz bewusst in unsere Zeit hineinnehmen und schauen, wie diese Botschaft in unserer Zeit, in der wir heute leben, wirklich eine Kraft und auch eine Bedeutung entwickelt. Schaut, wir leben in einer Zeit, die man auch Multikrise nennt. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir in Europa nie mehr eine solche starke Bedrohungslage erlebt. Und wenn ich dich fragen würde heute Morgen, was denkst du, was ist wahrscheinlicher, der 3. Weltkrieg oder Weltfrieden? Ich weiß nicht, was du sagen würdest. Aber was wir wissen ist, dass die großen Herrscher dieser Welt, Putin, Donald Trump, Xi Jinping und wie sie alle heißen, die Welt in Atem halten. Niemand weiß, was morgen sein wird. Und wir erleben nicht nur eine wirtschaftliche Bedrohung, sondern wir erleben auch eine militärische Bedrohung. Drohnen haben die Kriegsführung fundamental verändert und viele Länder, inklusive der Schweiz, sind gar nicht darauf vorbereitet. Aber es sind nicht die einzigen Bedrohungen. Wir erleben auch religiöse Bedrohungen. Wer heute zu Jesus steht und wer von seiner Rede- und Meinungsfreiheit bewusst Gebrauch macht,
erlebt alles andere als Rede- und Meinungsfreiheit in dieser Schweiz. Viele werden gecancelt, woke Ideen haben Vorrang. Es braucht Mut, sich heute zu Christus zu stellen. Auch Israel steht jede Woche im Fokus. Die Aggression von Großteilen der arabischen Welt, die Krise in Gaza, die Auseinandersetzung mit den Hamas, es ist in den Nachrichten. Aber über all diesem steht die Botschaft, dass Jesus den Sieg errungen hat, den Sieg über den Tod und damit über jede Bedrohung auf dieser Welt. Aber die Frage ist, wie sollen wir uns verhalten? Wie sollen wir denken, wie sollen wir reagieren in dieser Welt? Und ich möchte zunächst einmal ein paar Dinge sagen über die Herrscher dieser Welt. Weltweit stelle ich fest, auch unter Christen, dass eine ganz starke Tendenz da ist, dass man lästert über die Regierungen in dieser Welt. Aber die Bibel zeigt uns eine andere Dimension. In Römer 13, 1 heißt es, alle Regierungen dieser Welt haben ihre Vollmacht von Gott. Was heißt das? Das heißt, Gott hat die Herrscher dieser Welt nicht nur zugelassen, er hat sie eingesetzt. Und das heißt nicht, dass sie immer so handeln, wie Gott es will, aber es heißt, dass Gott die Fäden dieser Welt in der Hand hält. Dass Gott souverän ist. Daniel, dieser weise Mann aus dem Alten Testament, sagt, Daniel 2,21, es ist Gott, der Könige einsetzt und es ist Gott, der Könige absetzt. Und ich möchte uns erinnern, auch an die Perspektive, die Gott uns gibt über den Herrschern dieser Welt. Denken wir an den mächtigen Pharao im Alten Testament, vor 2.000 bis 3.000 Jahren schon. Da sagt Gott selbst zu Mose, jetzt sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde, sprach der Herr zu Mose. Ich werde ihn mit einer mächtigen Hand zwingen, die Israeliten ziehen zu lassen. Ja, wenn ich ihn mit meiner mächtigen Hand zwinge, wird er sie sogar aus seinem Land jagen. Es war nicht Pharao, der die Strippen zog, es war der Herr. Denken wir an Kyros, den König der Perser und Elamiter. Er selbst realisiert etwas, nämlich, es heißt, das ist Gott, entflammte den Geist des Kyros, sodass dieser die folgende Erklärung abfassen und im ganzen Reich verkündigen ließ. Und er sagt, der Herr, der Gott des Himmels, hat mich dazu bestimmt, ihm in Jerusalem, in Juda, ein Haus zu errichten. Einer der Könige dieser Welt erkennt sogar, es ist Gott, der am Schluss mein Leben und diese Entscheidung jetzt lenkt. Und in Offenbarung 17 heißt es, denn Gott hat ihnen einen Plan eingegeben, und es kommt etwas ganz Wichtiges, der sie zu Werkzeugen seiner Absicht macht. Liebe Freunde, wir sollten, gerade auch als Christen, wir sollten nicht einstimmen in das Lästern gegenüber den Herrschern dieser Welt, egal wie sie heißen. Wer von uns weiß, welches übergeordnete Ziel Gott mit den Herrschern dieser Welt hat? Was sagt uns Gott durch sein Wort? In 1. Timotheus sagt uns die Bibel sehr deutlich, vor allem fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. So sollt ihr über die Herrschenden und andere Menschen in führender Stellung lästern. Nein, steht, ihr sollt für sie beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie Gott es gefällt und anständig ist. Das ist gut und macht Gott, unserem Erlöser, Freude. Liebe Freunde, Jesus ist Sieger über den Tod. Und Gott ist Sieger auch über die Mächte dieser Welt. Und es ist so wichtig, dass wir nicht einstimmen in das Lästern dieser Welt, sondern dass wir beten für diejenigen, die den Völkern vorstehen, damit sich das Evangelium von Jesus ausbreiten kann. Das ist Gottes Absicht. Das Zweite ist, wie sollen wir mit Israel umgehen? Weltweit stehen Christen zu Israel. Was heißt das? Das heißt nicht, dass Christen alles gut heißen, was Israel tut. Auch wir leiden mit der Zivilbevölkerung in Gaza.
Es ist grausam, was dort geschieht. Vieles dürfte so wirklich nicht sein und für uns sind viele Dinge nicht nachvollziehbar. Aber ich möchte auch daran erinnern, die Machthaber der Hamas, die leben nicht im Gazastreifen. Die leben in großer Sicherheit außerhalb davon. Und sie sind für ihre politischen und religiösen Überzeugungen bereit, ihre eigenen Leute zu opfern. Die NZZ schrieb unlängst in einem Artikel, die Hamas würde nie einen objektiven Journalismus aus Gaza zulassen. Was wir bekommen, ist kein objektiver Journalismus. Wir bekommen alles gefärbte Informationen. Und wir dürfen auch die Komplexität der jahrhundertealten Geschichte im Nahen Osten nicht unterschätzen. Wer aus den letzten 3 Jahren ein Bild bekommen will über den Nahen Osten und 3000 Jahre Geschichte ignoriert, kommt garantiert zu den falschen Schlüssen. Ich möchte noch mal daran erinnern, was geschah im Oktober 2023. Das war nicht der Anfang von einem Krieg, sondern es war der Anfang eines grausamen Terrors. Warum? Weil die Hamas nicht militärische Ziele hatten, sondern zivile. Militärische Ziele sind ein Krieg, zivile, das ist Terror. Und es hat 1200 Menschen das Leben gekostet und 250 wurden verschleppt. Liebe Freunde, kein anderes Volk auf dieser Welt leidet seit seiner Entstehung unter solch einer Gefahr und Bedrohung, ausgelöscht zu werden. Wir dürfen auch den Holocaust mit 6 Millionen Toten nicht vergessen. Warum diese Aggressionen gegenüber Israel? Und jetzt komme ich wieder zurück auf Gottes Wort, die Bibel. Schaut, es sind nicht primär politische Dinge, die hier ablaufen, sondern hinter diesen Dingen erkennen Christen ein geistliches Problem. Satan hasst Gottes Volk. Er hasst nicht nur das ethnische Israel, er hasst auch alle Christen auf dieser Welt. Denkt einmal zurück an die Weihnachtsgeschichte. Was tat Satan nicht alles, um den Messias umzubringen? Und so erkennen wir, dass Israel Gottes auserwähltes Volk ist. Und was sollte das Hauptanliegen der Christen sein? Es sollte das Hauptanliegen sein, das Jesus hatte für Israel. Und das ist das, dass sie ihren Jeschua HaMashiach, ihren Messias, Jesus, den Gesalbten, dass sie Jesus erkennen dürfen. Das war Jesu Anliegen. Und wisst ihr, wie das geschieht? Alle Israel-Freunde. Hör gut zu, Römer 11 sagt, das Herz mancher Juden ist verschlossen. Doch das wird nur so lange anhalten, bis die von Gott bestimmte Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern zu Christus gefunden hat. Dann wird ganz Israel gerettet werden. Liebe Freunde, ich möchte es so sagen, wem irgendetwas liegt an Israel, der muss beten und sich einsetzen für die Weltmission, für die Ausbreitung des Evangeliums auf dieser ganzen Welt. Ich weiß, es ist heute, das Amen kommt langsam. Aber es sind ganz wichtige Dinge, die uns Gottes Wort hier sagt. Wenn das Vollmaß, die von Gott bestimmte Anzahl aus den anderen Völkern zu Christus gefunden hat, und dazu können wir beitragen, dann wird Gott etwas tun bei Israel. Wie sollen wir mit dem Bösen in dieser Welt umgehen? Und ich spreche auch von dem Bösen, das ist der nächste Bereich, den auch wir als Christen hier erleben. Ausgrenzung, belächelt werden, bedroht werden wegen des Glaubens, beschimpft zu werden als Fundamentalisten, ist auch etwas, das wir in unserem Land erleben. Aber ich meine, dass viele Christen die Dinge falsch angehen. Schaut, die Bibel gibt uns Klarheit. Sie zeigt uns, dass hinter all diesen Dingen jemand steht, den die Bibel Satan nennt. Es ist dieses von Gott geschaffene Wesen,
der einmal der vermutlich unter den herrlichsten aller Engel gewesen ist. Und es ist er, der gegen Gott rebelliert hat und der letztlich hinter allem Leid auf dieser Welt steht. Die Loslösung von ihm, die Auflehnung gegenüber Gott, hat der Tür und Tor geöffnet für die schrecklichsten Dinge auf dieser Welt. Was will Satan? Jesus bezeichnet ihn als einen Lügner und er sagt über ihn in Johannes, er kam zu rauben, zu morden und zu zerstören. Und wenn es ein einziges Kompliment gibt für den Satan, ist es das, dass er sich und seiner Mission treu bleibt. Schaut, im Endzeitszenario in der Offenbarung wird uns wiederholt die Wut von Satan auf das Volk Gottes und alles Göttliche und alles Heilige gezeigt. Das Volk Gottes zu verführen, sie zu töten, ist seine Leidenschaft, das ist sein Lebensprogramm. Im Bild der Prostituierten in Offenbarung 17,6 wird das so pointiert ausgedrückt. Dort steht es, ich konnte sehen, dass die Frau betrunken war. Das ist ein Bild für die bösen Mächte. Betrunken war vom Blut derer, die zu Gott gehören und sich zu Jesus bekannt hatten. Und sogar Johannes sagt, ich starrte sie voll Verwunderung an. Diese Verwunderung, die daraus kommt, wie kann es sein, dass ein Wesen so durchdrungen ist von der Freude am Blut, am Leiden und an der Not von Menschen? Wie kann es nur sein? Und hier kommt wieder die Botschaft des Sieges von Jesus in unser Thema hinein. Schaut, diese Leidenschaft gegen Gott, gegen sein Volk und gegen die Gläubigen wird aufhören, dann, wenn Satan endgültig besiegt werden wird. Und die Bibel spricht davon. Sie sagt in Offenbarung 20,10, dann wurde der Teufel, der sie betrogen hatte, zu dem Tier und dem falschen Propheten in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und sie werden in alle Ewigkeit gequält werden, Tag und Nacht. Jesus, er hat den Sieg errungen und Jesus wird siegen. Auch über alles Böse auf dieser Welt. Und ich möchte zurück zu uns kommen und ich möchte uns die Frage stellen. Ich habe mich gefragt vor Gott, ja Jesus, was rätst du uns für unsere Zeit? Ich glaube, das Erste, was wir als Menschen vor Augen behalten sollten, ist, dass wir uns als Gesandte von Gott in dieser Welt verstehen. Also ich möchte bewusst einmal die Frage stellen, soll die Kirche politisch aktiv werden? Soll die Kirche demonstrieren? Ich glaube fest daran, dass es persönliche Berufungen gibt im Leben von einzelnen Menschen, sich in diesen politischen Dingen zu engagieren. Das ist super und ich sage, mehr Christen in der Politik würde schon helfen, weil sie eben auch wie Salz sind in der Verwesung dieser Welt. Die Dingen, andere, die göttliche Kräfte eben auch entgegenhalten. Ich denke an Daniel im Alten Testament, der diese persönliche Berufung von Gott bekommen hatte und sie lebte. Aber liebe Freunde, die Mission der Kirche ist eine andere. Die Mission der Kirche ist über all die Jahrhunderte eindeutig klar gewesen. Sie soll für Jesus leben und sie soll das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus verkündigen. Schaut, auch Paulus hat die Missstände des damaligen römischen Reiches nicht angeprangert, inklusive der Sklaverei. Warum? Warum nicht? Obwohl er römischer Bürger war. Weil er hat darauf geglaubt und gesetzt, dass wenn Menschen zur Erkenntnis von Jesus kommen, dass sie sich durch Jesus fundamental ändern. Dass sie zu neuen Menschen werden. Dass Jesus die Gesellschaft verändern kann. Dass Jesus die Werte von Menschen verändern kann und nicht letztlich die Politik.
Christen sollten sich deshalb überall als Gesandte von Gott verstehen, wo es Gott schenkt, wo Gott Türen öffnet. Lasst uns mutig sein in dieser Welt. Und ich sage das mit großer Vorsicht, aber es kann uns vielleicht hier, das Schlimmste, was uns geschehen kann, ist, dass es uns die Arbeit kostet. Und ich möchte auch heute sagen, wenn der Herr es so führt in deinem Leben, nicht weil du immer gegen den Chef gesprochen hast und den Job verlierst, das ist eine ganz andere Sache, sondern weil du zu Jesus gestanden bist. Eines darf ich dir versprechen, dann steht auch die Gemeinde hinter dir. Wir müssen zusammenstehen in diesen Tagen, liebe Freunde. Mutig sein, weise sein, uns zu Jesus stellen. Die Bibel sagt, Auskunft geben über die Hoffnung, die in uns ist. Gastfreundschaft üben, einladen. Wir haben so viele Möglichkeiten. In wenigen Wochen startet hier das Live-Seminar wieder. Lassen wir uns auch durch Androhungen nicht einschüchtern. Das ist doch nichts Neues, liebe Freunde. Die Einschüchterung der Gemeinde, das ist auch nicht mehr erst 2000 Jahre alt. Die Einschüchterung derer, die sich zu Gott stellen, das ist eine Jahrtausende alte Sache. Angefangen mit dem Brudermord von Kain und Abel. Das erlebte die erste Gemeinde auch. Weltweit werden heute Christen verfolgt. Und was hat Jesus gesagt? Jesus hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin wirklich jedes Mal auch berührt. Ich bin ja jetzt auch mehr im Reisedienst, auch für die Mission unterwegs. Und wenn ich mit verfolgten Christen spreche und wenn sie mir sagen, weißt du, Matthias, man kann uns das irdische Leben nehmen, das ist wahr, aber nicht das ewige. Betet für uns, nicht in erster Linie für die Politiker, dass sie das tun, was wir uns wünschen würden, sondern betet für uns um Mut, egal was es kostet, für das Evangelium zu leben. Wir beten nicht gegen Menschen, wir sagen wie Jesus, wir beten für unsere Feinde. Das Zweite ist, halte deinen Glauben brennend und heilig. Und wie machen wir das? Ich möchte uns zuerst einmal in diese Bedrohungszeit, in der wir leben, möchte uns zurufen, was Jesus sagte, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Jesus sagte auch bei allen Kriegen, die noch kommen wollten, fürchtet euch nicht. An einer anderen Stelle sagte Jesus, erhebt euren Kopf, erhebt eure Häupter. Erhebe dein Herz, jeden Tag neu, erhebe dein Gemüt, deine Zuversicht. Schau morgens in den Spiegel und sag, egal was die Leute in dieser Welt machen, heute gibt es einen guten Tag, mein Jesus lebt. Das ist die Grundeinstellung der Christen. Amen. Das Zweite ist, Jesus sagte aber auch, dass wir unseren Glauben brennend erhalten können. Kehre auch um. Hör auf mit aller Sünde in deinem Leben. Schau, wer leuchten will und brennen will, muss es auch zulassen, dass das Feuer Gottes die Dinge verbrennt im eigenen Leben, die vor Gott nicht bestehen können. Aber weißt du was, wenn das Feuer Dinge verbrennt, die vor Gott nicht bestehen, weißt du, was dann übrig bleibt? Dann bleibt das Gold übrig. Das Gold, das in Ewigkeit zählt. Dann bleibt das Gold übrig, das du brauchst, deinem Wesen, deinem Charakter, um in dieser Welt zu leben und für Jesus einen Unterschied zu machen. Die Bibel sagt, werdet ein Überwinder, werdet heilig, wie Jesus heilig ist. Das Dritte ist, erbaue dich in deinem Glauben. Du brauchst Stärke. Freue dich an Jesus. Freue dich an Jesus.
Mein alter Freund Larry Stockdale, er sagte, weißt du, Matthias, ich tanze jeden Tag, nicht öffentlich, aber alleine vor Jesus zu Hause, in den eigenen vier Wänden. Freue dich an Jesus. Freut euch im Herrn alle Zeit, sagt die Bibel. Betet auch in neuen Sprachen, erbaut euch auf in eurem allerheiligsten Glauben, sagt die Bibel. Dazu brauchst du deinen Glauben an Gott, dazu brauchst du diese persönliche Beziehung zu Jesus, aber wir brauchen auch einander, die Gemeinschaft mit anderen Christen. Das Dritte, wenn du brennen bleiben willst, dann muss dein Glaube auch immer wieder mal unter Druck geraten. Denn nur was unter Druck kommt, entwickelt Wärme. Teile deinen Glauben. Teile deinen Glauben. Schaut, brennende Christen können die Wärme und die Liebe Gottes weitergeben. Und dann diene Gott, wo du kannst. Ich bin so ermutigt, im gleichen Kapitel hier über die Auferstehung sagt Paulus dann am Schluss, deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde. Setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Es ist nichts vergeblich. Kam mir in den Sinn, meiner Teenagerzeit war ich Leiter bei den Royal Rangern. Und da war ein junger Mann dabei und der hat nichts gesagt. Nicht nur einen Nachmittag, sondern über 2, 3 Jahre, die er bei mir war. Und ich musste ihm wirklich jede Antwort zur Nase ziehen. Und ich dachte, bringt sowieso nichts. Bringt sowieso nichts. Der Peter. Eines Tages traf ich seine Mutter, sie war eine Missionarin. Und dann hat sie mir diesen Bibelvers gegeben. Dann sagte ich, Herr, ich sehe nichts. Bringt nichts, was ich mache, aber dein Wort sagt, es wird nicht vergeblich sein. Gestern sah ich Peter. So eine Freude, heute ein 5-facher Familienvater. Dient Gott, seine Kinder gehen mit ihm, dienen Gott, folgen Jesus nach. Und ich dachte, Herr Jesus, danke. Ich durfte ein kleiner Teil in seinem Leben sein, aber vermutlich war es nicht ganz vergeblich. Gestern sagte er mir, weißt du, Matthias, du hast mir so viel beigebracht. Dachte ich, Herr, es war nicht vergeblich. Schau nicht immer auf das, was vor deinen Augen geschieht. Okay? Unterschätze dein Gebet nicht, unterschätze deinen Dienst nicht. Es ist nicht vergeblich. Bleibe brennend für Gott. Und weißt du was, ich kann dir sagen, es wird sich lohnen. Weil wir warten auf Christen, auf das größte Ereignis auf dieser Welt. Und das ist nicht die nukleare Abrüstung oder Aufrüstung. Das ist eine Explosion einer ganz anderen Dimension. Das ist der Tag, Jesus sagte, wenn er wiederkommt, um uns, seine Gemeinde, die zu ihm gehören, zu sich zu holen. Und weißt du, dann wirst du sagen, es hat sich gelohnt. Dann wirst du in Ewigkeit sagen, es hat sich gelohnt, Jesus nachzufolgen. Es hat sich gelohnt, ausgegrenzt zu werden. Es hat sich gelohnt, belächelt zu werden. Who cares? What the heck, würden die jungen Leute sagen. Hat sich gelohnt. Hey, es war nicht vergeblich, Jesus nachzufolgen. Vergib mir, Entschuldigung. Aber dann, an diesem Welttag, dann wird das geschehen, was wir heute mit ein paar 100 Leuten hier tun, mit der ganzen Christenheit auf dieser Welt. Dann heißt es, Offenbarung 15, ich liebe es. Dann wird die Gemeinde Jesu von der ganzen Welt einstimmen und sagen, groß und wunderbar sind deine Taten, Herr, oh Gott, Allmächtiger. Ach komm, lasst uns doch das zusammen sagen, wäre ja schade, ich alleine. Stehen wir auf zusammen und stimmen wir ein in dieses Loblied von Gott hier vorne. Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr Gott, Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, König der Völker. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen verherrlichen? Denn du allein bist heilig.
Alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbart worden. Halleluja. Wow. Diesen Gott, den wollen wir anbeten, diesen Gott wollen wir groß machen, vor diesem Gott wollen wir niederfallen an diesem Tag. Und wir wollen ihn erheben und sagen, Jesus, du allein, du bist die Auferstehung, du bist das Leben. Du bist der Gott, der es würdig ist, angebetet zu werden. Du allein. Und ich möchte mich in diesem Moment auch der Besinnung und des Gebets an Christen richten. Ich möchte zuerst einmal sagen, hey, vielleicht bist du hier und du merkst, du hast mehr gelästert als gebetet. Bitte Gott um Vergebung. Ändere dein Leben, ändere deine Haltung, werde zu einem Fürbitter für die Herrscher dieser Welt, für die Nationen. Vielleicht bist du hier und sagst, Herr, mir wurde heute etwas neu bewusst, dass du der Herr bist über allem, dann preis ihn dafür. Ruhe darin. Ich glaube, dass manche Menschen hier sind, die Gott heute Morgen auch freisetzt von Sorgen und Ängsten, weil Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Halleluja. Vielleicht bist du auch hier und du erkennst, dass im Licht und im Feuer Gottes manche Dinge bei Gott keinen Platz haben. Du weißt tief in deinem Herzen, nach diesem Gottesdienst, da musst du etwas ändern. Du kannst nicht bleiben, wie du bist. Und das ist gut. Aber denke daran, die Veränderung vollbringt nicht dein Wille, die Veränderung vollbringt der Heilige Geist, der in deinem Leben wohnt. Und du darfst ihn anrufen und sagen, Heiliger Geist, ich schaffe es nicht, aber brenne du so tief in mein Leben, dass alles, was nicht heilig ist, nicht mehr Bestand haben kann vor dir. Komm, Heiliger Geist, und gib mir die Kraft dazu, verändert zu werden durch deine Gegenwart. Du wirst sehen, der Heilige Geist, er ist der Geist, der dich eben auch verändert. Nicht ins Negative, sondern von einer Herrlichkeit zur nächsten. Und ich möchte auch ganz bewusst zu Menschen sprechen, die hier sind und du sagst, so etwas habe ich vielleicht noch nie gehört, was ich heute gehört habe. Und ich merke, ich habe diese Beziehung, die brennt, die lebendig ist zu diesem Gott nicht. Und ich wünschte mir, ich könnte da hinkommen. Ich möchte dich einladen, auch wenn wir nachher beten mit Menschen, komme doch nach vorne, lass für dich beten. Du kannst heute, wenn du umkehren willst und diesem großen, lebendigen Gott nachfolgen willst, kannst du das erleben, wie du Vergebung deiner Sünden bekommst, ein neues Leben, an eine Hoffnung, die den Tod überdauert. Herr Jesus, ich bete in den nächsten Momenten, wenn wir jetzt an Menschen dienen, wenn sich Gruppenleiter bereit machen, Kleingruppenleiter bereit machen, dass du einfach hier bist in unserer Mitte. Dass wir, Herr, deinen Sieg über jedem Problem, über jeder Not, über jede Herausforderung proklamieren können. Wir beten heute Morgen auch, dass du dich als Sieger über jede Krankheit erweisen kannst, über alle Ängste, über alle Herausforderungen und Nöte. Und wenn Menschen heute Morgen zu dir kommen und sagen, ich brauche dich, Gott, ich brauche das Gebet, berühre mich, Herr Jesus, dann danke ich dir, dass du dich zeigen wirst, dass du dich offenbaren wirst. Denn wir haben einen lebendigen Gott. Wir haben einen Gott, der hier ist, mitten unter uns. Ein Gott, der nicht aufgehört hat, den Menschen zu lieben. Ein Gott, der nicht aufgehört hat, mitzufühlen, auch mit den Nöten dieser Menschen. Aber der gekommen ist, um uns seinen Sieg zu geben. Sieg zu geben, egal wo wir sind.